Tag zusammen. Ja, so sieht im Rheinland eine Schützenübung aus. Letztes im Sommer war ich wieder mit meinen Schützenkameraden auf Tour. Diesmal haben wir eine dicke Schiffstour gemacht, von Hamburg nach Southampton. Ich kann euch sagen, 4 Tage für 99 € inklusive Außenstehkabine. Wir mit allem Mann in Hamburg auf das Schiff drauf, mussten wir uns anmelden. Sagt die Frau zu mir, sind Sie Single? Ich sage ja, obwohl ich eine Doppelgarage habe. Dann hat die mich auf Deck 6 geschickt. Als ich in dem Fahrstuhl stand, bin ich direkt stecken geblieben. Aber später habe ich gemerkt, ich habe nur vergessen, auf den Knopf zu drücken. In dem Moment kommt eine sehr stabile, große Frau in den Aufzug rein. Sie trug in ihren Händen 2 große Koffer. In ihre wunderschönen Blusen steckten 2 große Busen. Da seht die Frau ob Emo zu mir, mein Herr, drücken Sie mal bitte die 2. Das war mir ja eigentlich peinlich. Aber wir kamen ins Gespräch. Fragt die Frau mich, finden Sie mich eigentlich dick? Ich sage, das kann ich nicht sagen. Ich bin noch kein Statiker. Dann sagt die Frau, mein Mann sagt immer, ich habe einen dicken Bauch. Ich sage, das ist Quatsch. Ihre Beine stehen nur etwas weiter nach hinten. Ja, sagt sie, immer wenn ich Alkohol trinke, wäre ich so jeck nach Männern. Ich sage, machen Sie sich da mal keine Sorgen, darüber sprechen wir mal in aller Ruhe beim Fläschchen Wein. Dann bin ich mit meinen Kameraden, dann in das Schiffsrestaurant gegangen. Habe ich einen Schnitzel bestellt, habe ich auch bekommen. Fragt der Kellner, und schmeckt es? Ich sage, nee, das Schnitzel ist zäh und klein ist es auch noch. Ja, sagt der Kellner, seien Sie froh, dass es klein ist. Ob einmal, wo man so übel, ich glaube, ich wurde seekrank, kommt der Kellner auf mich zu, sagt er, und darf es noch ein Nachtisch sein oder soll ich ihn direkt über Bord schmeißen? Und dann bin ich zum Doktor gegangen. Bei dem Doktor war so ein kleines Wartesälchen und da rief der Doktor die Patienten mit Namen noch persönlich auf. Neben mir saß ein Mann, der sprang auf einmal auf und beschwerte sich lautstark, weil er endlich dran wäre. Fragt der Doktor den, wie heißen Sie denn? Sieht der Zinsloch. Ja, sagt der Doktor, sehen Sie, wenn Sie Arschloch hießen, wären Sie schon längst dran. Dann hat der Doktor mir unter anderem auch was für den Darm verschrieben. Bin ich in die Schiffsapotheke gegangen, habe ich Kohletabletten bekommen. 24 Stunden später kloppte bei mir an der Schiffskajüte. Stand der Apotheker da, seht ihr, hören Sie mal, entschuldigen Sie bitte, aber gestern haben wir uns vergriffen, anstatt Kohletabletten haben wir ihm Beruhigungstabletten gegeben. Ich sag, das ist nicht schlimm. Ich mache zwar immer noch in der Buchs, aber dafür rege ich mich nicht mehr so auf. Dann bin ich in der Lobby gegangen. Da stand ein riesengroßer Käfig, da war ein Papagei drin. Bin ich an dem Käfig vorbeigegangen, auf einmal ruft er mich. Komm mal her. Bin ich zu dem Papagei gegangen, guckt er mich an, sagt er, hör mal, du bist nicht nur hässlich, du bist auch noch bekloppt. Was habe ich gemacht? Bin ich zur Rezeption gegangen und habe mich über den Papagei beschwert. Am nächsten Tag bin ich wieder an dem Käfig vorbeigegangen. Ruft der Papagei mich wieder. Komm mal her. Bin ich wieder zu dem Papagei gegangen. Guckt er mich an, sagt er, pass mal auf, ich sag jetzt nichts, aber du weißt Bescheid. Ja, dann kam auf einmal der Captain auf mich zu. Sagte, hören Sie mal, können Sie zufällig Klavier spielen? Ich sag, sicher. Haben Sie nicht Lust, heute Abend ein bisschen zum Candlelight-Dinner ein bisschen zu spielen? Ich sag, mach ich. Habe ich dann abends gespielt, 3 Minuten, kommt direkt der Captain auf mich zu.
Sagt er, hören Sie mal, können Sie eigentlich alle spielen? Ich sage, selbstverständlich. Ja, seht ihr, dann gehen Sie am besten mal raus und spielen für eine halbe Stunde Tennis. Und dann bin ich dann in das Schiffscasino gegangen, stand ich am Roulette-Tisch. Auf einmal stand ein Mann neben mir, der tippte mich auf die Schulter und sagte, entschuldigen Sie, mein Herr, aber darf ich Sie mal was Intimes fragen? Ich sage, ja, bitte. Ja, seht ihr, wie oft haben Sie eigentlich Sex in der Woche? Ich sage, 6 Mal. Oh, seht ihr, ich auch. Ja, ich sage, prima, verdoppeln wir unsere Zahl von 6 auf 12 und setzen unseren ganzen Einsatz auf die Nummer 12. Gesagt und getan. Was kam für eine Zahl? Die 0. Ich sage, sehen Sie, wenn wir jetzt die Wahrheit gesagt hätten, da hätten wir gewonnen. Dann bin ich dann zur Bar gegangen. Gegenüber der Bar, gegenüber war ein Kegelclub, ein Damenkegelclub aus Poppenhausen. Und auf einmal hörte ich, wie einer der Kegelschwestern zu den anderen sagte, hör mal, Kinders, könnt ihr mir mal sagen, warum die Männer nach dem Sex nie einschlafen? Seht die andere Schwester, weil sie nach Hause müssen. Seht die andere Dame? Hör mal, zur anderen Kegelschwester. Du hast ja jetzt einen neuen Liebhaber. Wie ist der denn so? Oh, seht sie, prima. Immer wenn wir Sex haben, fängt der an zu singen. Seht die andere Kegelschwester, der ist da bestimmt ein Popsänger. Und dann seht eine andere Dame, die steht auf und sagt, hör mal, Kinders. Ich war letztens beim Augenarzt. Der hat mir 3 Kontaktlinsen verschrieben. 2 für oben, eine für unten. Ja, seht die andere Schwester, wofür denn eine für unten? Ja, seht sie, unten habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Und neben mir, auf einmal saß auch noch eine Dame, die meldete sich und sagte, hör mal, ich war mit meinem Heini in Italien. Da haben wir eine Brücke gekauft, die liegt jetzt bei uns im Schlafzimmer. Seht die Dame, die unten schon lange nichts mehr gesehen hat? So was kommt bei uns nicht ins Schlafzimmer. Wo kein Verkehr ist, kommt auch keine Brücke hin. Und dann saß neben mir ein Mann, mit dem kam ich gut im Gespräch. Sagte zu mir, letztes Jahr im Sommer ist meine Frau schwanger geworden. Ja, ich sage, ist doch prima, toll. Ja, sagte, dieses Jahr ist sie wieder schwanger geworden. Ja, ich sag, soll das denn so weitergehen? Nee, seht ihr, nächstes Jahr fahren wir wieder zusammen. Ja, und dann bin ich dann zu meinen Kameraden oben rauf zum Schwimmingpool-Dach gegangen. Lag da am Liegestuhl, lag da so eine schicke Blondine. Habe ich mich nebenan auf der Liege gelegt. Auf einmal beugte sie sich hoch, guckt mich an und sagt, ich möchte gleich Liebe machen. Ja, ich sag, ich hab Zeit, ich hab nichts vor. Oh, seht ihr, prima. Dann können Sie ja so lange auf meine Liege aufpassen. Und dann war dann Samstagabend Tanzabend. Mit Damenwahl. Aber ich muss sagen, da muss man so einige Frauen schön trinken. Und das haben wir auch getan. Und dann waren wir an dem Abend alle Mann hackevoll. Und am Sonntagmorgen haben wir alle Mann gedacht, wir wären gestorben. Und am Montagabend, da war wieder Tanzabend mit Damenwahl. Und die Frauen waren immer noch nicht schön. Und dann haben wir sie wieder versucht, schön zu trinken. Und dann waren wir aber richtig hackevoll. Und am Dienstagmorgen haben wir alle Mann uns gewünscht, wir wären lieber am Sonntag gestorben. Und aus diesem Grunde haben wir Southampton nie gesehen. Und ich bin jetzt auch am Ende mit meinem Klav, sage euch Danke und Alaf.